Achtung, Paulana Sepp, ich warte immer noch auf Sponsoring. Aber das ist schon fast leer. Geht da was? Ich glaube, ich habe irgendwo den Mehlwurst-Kaiser schon wieder. Popo, Mann! Ich habe heute schon mal angefangen mit ein paar Fragen zu beantworten. Herr Mehlwurst-Kaiser, hab ich auf ihm? Nein, ich sauf meistens einen Bull vorher. Und dann 10 Minuten vorher schaltet Licht ein, stellen Greenscreen. Auch wenn ich einen Namen nicht sehe, das muss der Hinschi-Sepp sein. Merci, Arrues! Freunde des billigen Daseins! Rest in peace, Mr. Headphone User. Obacht! Haupttritt Events Birger, Montag, 20 Uhr ist. Weiter geht's mit Detroit Become Human Teil 4. Mir geht's euch, mir geht's gut. Seit heute am Dings wieder auf. Reisiger Sepp! Das ist mich, wieso wäre mir schon lange mit Zeit geworden? Aue. Oder when the quitzer word kicks in. Mir seht ihr, Alter. Da braucht ihr keine. Ruhe jetzt! Das hast du selber, hast du jetzt gerade schon geschrieben. Schnauzen. Mir seht. Freunde. Hallo. Hallo erstmal. Also fangen wir lieber nicht an. Haben die Ehre an! Die Lavo, den Bichler, den Herzkörper, den Lukas, den Gacek, den Florian, den Krickel, den Firehunter, den keine Ahnung, wie er heißt. An den Herrn Baumgartner, an den Herrn Brandwein, an den Herrn Kreker, an den Herrn Grunz, an den Moritz, an den Krämer, an den Bichler, an den Deming, an den Motzig, an den Meerwurst-Kaiser, an den Herrn Schlecht, an den Vaping-Viking, merci für deine 50, Bussi aufs Nussi, an den Herrn Zach, an den Simon Gaming, an den Julian, an den Thomas, an den Jonas, an den Herrn Kratzer, an den Andi, an den Horst Dieter, schönen guten Tag, mein Name Horst Dieter. Horst Dieter. Also, es tut mir fast schon leid, wenn du wirklich so heißt, wenn ich mich da drüber lustig mache, aber Horst Dieter, da hast du halt nicht bloß eine Arschkartenzunge, sondern halt gleich 2. Das hilft halt auch nicht. Was? Ja, Herr Krause. Fast, aber mir ist sie wieder durch. Wir waren da andere. Der Jodelmax, mit dem Zwickel vergeht's gut, Alter. So, Kinder, schauen wir aus. Ich erwarte heute, wenn wir mir halt wieder über 1000 Leute sind, Kinder. Das mit dem Bier kann ich nicht beurteilen, aber so ein Wurstsalat mit einer halben dazu, das, wie ich es da schon gesagt habe, keine Rechtfertigungen, keine Entschuldigungen, keine Danksagungen. Dankeschön. Ab heute am Biergärten wieder auf. Als weder ist Picobello, oder ich sogar am Montag einfach, ich hab mir heute mal einen Batzen Ripperlein gefressen. Wer war das? Hab ich dritt, alter Mann. Der Berndl-Hans, wird schon wieder nicht gezeigt. Dann kein Mensch weiß warum. Kruzifix, warum nicht? Weiß ich nicht. Mr. Fink! Haben wir das jetzt einmal so weiter gesagt, dass YouTube schiebt sich da zu viel ein. Richtig. Zeit wird's, dass wir mal Bums aufspulen. Ha, Streamen durchgespulen. Ich will like sehen. Daumen nach oben drücken. Mr. Fink, merci, Alter. Merci. Es ist schön, wenn ihr immer noch Spaß mit Bums auf habt. Da wird man. Was ist, wenn der andere nicht mit dem goldenen Rahmen kommt, dann kommt der. Hab ich einen Knädel schon mal gezeigt? Ja, stimmt, ich habe im Stream ja schon mal einen Knädel hergezeigt. Also ein paar Leute haben einen Knädel schon mal gesehen. Ein paar Leute zumindest. Alter, Flo! Dann, weißt du, der 10 nicht mehr gelangt. Fix Mario oder Start, wenn wir halt über 1000 Leute werden. Zweifle ich offiziell an uns. Ist euch das klar? Es ist schön wieder, man kann sich im Biergarten hocken, da sitzt man nicht daheim und schaut den fetten Idioten, den fetten porterten Deppen im Internet zu. Es tut mir einfach nicht. Zeiching, merci. Flo, merci. Seriously. Zeiching, merci. Lugas, merci. Was? Und das hat gerade immer ein paar Leute mit dem Seppen auch. Mit Seppen, was? Ja, hoffentlich gingen Beatmungsgeräte aus. So dürfen wir das. Das ist zu böse. Ja? Manche Menschen tot wünschen, nein. Aber so ein kleiner Ding zählt der Shot nicht. Ja? Hirnerschütten Shot einfach überhaupt nicht. Sefka! Vergeht's gut! Nein! Gut, im Biergarten kostet halbe 3,40, ja, das kann sein. Biergarten macht um 8 zu. Das stimmt auch wieder.
Das stimmt auch wieder. Also, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann der Luki zuspielt. Der Luki. Der wird jetzt eigentlich die meisten nichts sagen, wo der Biergarten ist, da wo ich gern hinfahre. Aber wurscht. Ja, wir schauen mal aus. Wir spielen mal eine neue Runde, eine weitere Runde Detroit Become Human. Ich darf sowieso nichts erzählen, das ist sehr wurscht. Was, wie viel 100 Millionen? Was war 1 Million? Was? Das ist aber ein bisschen mehr als 1 Million Euro. Gute Alexa Tussi, die da irgendein Diridare vorliest. Lukas! Vergesst für den Euro, Bussi aufs Nussi. Simfka, merci, Herr Krause, merci an alle. So, jetzt chillt's mal 5 Sekunden Unterhosen. An Herrn Gabriel, was der erste hat sich angezeigt. Die habe ich dann aber, die habe ich aber nicht gesehen. Wo habe ich die nicht gesehen? Herr Gabriel, merci für den Zwickel. Herr passt schon, das war für den Schnacksalottel. Gib ihm, lass ihm zukommen. Was ist denn jetzt wieder? Wer ist denn da wieder? Wer flippt denn da schon wieder aus? Der Herr Bünger schon wieder. Herr Bünger, irgendwas stimmt da bei deiner Donaterei nicht. Die werden auch nicht angezeigt. Und beim Superchat kann ich es nicht wiederholen. Ein fetzen Gaudi wieder an alle. Zuhören. Hm? Ich bin ein bisschen sehr begeistert. Da! Ich gehe davon aus, jetzt sagen wir wieder, aber spoilert es mir auch nicht. Das ist ein bisschen dringender. Danke für den Tag. So, da muss ich vielleicht dazu sagen, Herr Bünger, das war 20er und 20er ist zu viel und du weißt es, aber es sind sowieso immer die gleichen! So, wir haben noch 4 Minuten, dann fangen wir an, für alle, die nicht dabei sind, wobei heute, glaube ich, ist keiner nicht dabei. Ist heute, ich kenne immer wieder mal die Frage, Medwaschkeit, was hast du irgendwann beim Twitch Twitch Pub Quiz, was? Was ist das für ein Twitch Pub Quiz, Alter? Was ist Twitch Pub Quiz? Kenn ich nicht. Weiß ich nicht, aber auf alle Fälle, alles, was ich mitgenommen habe, ist der Whisky leer. Das ist natürlich schlecht. Ich muss gleich mit dem Bestellbutton drücken, damit ich nicht aus dem Haus gehen muss und her mit dem Schund. Immer her mit dem Schund. Durchschnaufen. Heute haben wir ein bisschen grimmiger. Ne? Der wir mal ein bisschen langsamer als sonst. Weil jetzt ist er halt auch noch mal so. Nein, jetzt. Ich sag da jetzt einfach nichts mehr dazu, weil dieselben Leute, die ist ja sowieso wurscht. Killer! Ja, das hätte ich da auch vorher sagen können. Gut, geiler Wix. Herr Killer, merci as always, special greets an den Bauzi. Ich hab nur die Hälfte verstanden, aber ja. Puls war konstant auf. Naja, also wenn man mal ganz ehrlich ist, aber auf 120 war der Puls, glaube ich, gar nicht, außer kurz einmal bei der Carry eine Verfolgungsjagd, ja. Aber sonst, ja. Den fetten Borten schauen wir mit einem Bier. Habo oder so! Vergeht's gut. Brudi, Bussi aufs Nussi. Kriegen wir uns jetzt wieder mal ein, so, ja, ich starte mal im Hintergrund das Spiel. Ich starte im Hintergrund mal das Spiel, okay? Ist es was? Hör auf mit deinem Mikrofon, das quietscht. Da ich generell das mache, was nicht mache, was die Leute sagen, soll ich jetzt eigentlich Warzone Solo spielen. Ja. Ich sage jetzt einfach mal so, Herr Lukas, da legst du mit die 2, 3 Falschen an. Ja. Was? Eine Sea Shanty Band hat gestern eine Pub-Quiz auf Twitch gemacht. Ich weiß nicht, was. Das ist egal. Mr. Desoldering. Hast du nicht einmal der Desoldering Pump? Warum bist du jetzt der Desoldering Iron? Zuerst habe ich gelesen, Desoldering Ron. Alter, was soll ich noch sagen dazu? Was soll ich noch sagen dazu? Rest in Peace, Mr. Headphone User. Keine Ahnung, was. So. Da gibt's die Tröte. Merci. Was soll ich sagen dazu? Herr Gabriel, merci. Herr Bastio, merci. Jetzt kriegen wir uns mal wieder ein. Donation Sounds werden jetzt ausgemacht. Da dosen wir die 40 damit es besser rutscht.
Ja, ich meine schon den Mikroständer, den du auch meinst. Hitschebau, vergeht's gar nicht dieser Ruhe. Schnauzen jetzt ist 10 nach, wir starten das Spiel, wir spielen jetzt. Wir es jetzt mal dann um 10 nach. Leute, vielen herzlichen Dank, ganz ehrlich. Was soll ich sonst, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann nicht noch öfter sagen, nein, ich sag's nicht, weil sonst hört es noch weniger auf. So, aus unerklärlichen Gründen dauert Spielstarten ungefähr 40 Stunden, aber man hört schon Hintergrundsound, glaube ich. Nice. Machen wir jetzt so, dann schaut es gut aus. Ja? Er ist vorbereitet, es geht alles. Der Sound geht, das Mikrofon geht, der Switch geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Battle verschoben ist. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Es geht kein Sound nicht. Sag ich dir, hör ich das richtig? Warte mal. Es ist jetzt was anderes. Das ist doch. Ja gut, ich muss zugeben, ich habe was umgestellt. Ich habe tatsächlich Solo-Gameplay aufgenommen. So, geht jetzt der Sound? Sound da? Oh, Pommesnudelkuh! ganz starker Name. Herzlich willkommen im Vollbier-Squad. Merci für deine Mitgliedschaft. Bitte einmal in den Chat hinein. Pommesnudelkuh habe. So, und das nächste ist, das Battle ist verschoben. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Kein Mensch hat das Battle angelangt. Keine alte Sau. Ich hab Warzone Solo-Gameplay aufgenommen, weil ich mein Bait habe. Ich mach vielleicht einmal, ja nicht sowas wie, ja, also, hätten die Leute Bock drauf auf ein Video, auf ein eigen dumm Rage-kommentiertes, von mir selber gespieltes Warzone Solo-Gameplay, so 5-6 Minuten Videos, dumm zusammengeschnitten, wo ich mein Pro-Gamer-Dasein fröne. Ja, nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe auf meinem Kanal wirklich extrem selten Gameplay-Videos gemacht, ja? Wie in Detroit. Tust jetzt du einmal dein Fotzen halten, du Kasige, schneuen, du Kasige! Kruzifix, kein Mensch hat dich gefragt. Wenn du schon so super schlau bist, kannst du vielleicht hören, dass ich da ins Mikrofon rede und dass da 800 Leute zuschauen. Fixletten! So. Wo waren wir? Ja. Also immer ja. Ich habe nämlich so das Gefühl, oder ich habe nicht das Gefühl, sondern mittlerweile weiß es, dass unsere Community in den letzten 1,5 Jahren, seitdem wir das mit den Streams jetzt da machen, doch sehr viel Gaming-affiner ist, als ich dachte, und noch viel Gaming-affiner geworden ist, als sie das damals war. Darum denke ich mir so, warum eigentlich nicht mehr ausprobieren? Keine Ahnung. Warum eigentlich nicht mehr ausprobieren? Keine Ahnung. Also ich habe ein Spiel aufgenommen, ich habe schon ein bisschen was angefangen zum Zusammenschneiden und drüber kommentieren. Das ist immer ganz was anderes. Ja? Ich habe einfach Bock drauf, das ist mir ganz was anderes. Vielleicht lade ich es auf, wenn ich fertig bin. Einfach so schwer finden. Kein Mensch hat dich gefragt, du Kasigi. Fortfahren möchte ich drücken. Kinder, jetzt geht's los. Okay? Jetzt fangen wir einfach an. Vielleicht lade ich das die Woche. Ja, die Woche wird. Ja, vielleicht schaffe ich es die Woche noch. Muss ich mal schauen. So. Es geht weiter. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir mit Marcus geht's weiter und wir haben einen Einbruch geplant, um irgendwelche Ersatzteile zu klauen. Henschebau. Betty Henschebau Senior. Was? Merci dir. Ja, passt schon. Hilfe, meine Freundin raucht. Was soll ich machen? Gleitgel und langsamer. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Moment, da muss ich ein bisschen lauter dran, weil sonst höre ich nichts vom Spiel. So, gelange zum Cyberlife irgendwas. Jetzt gehen wir erst einmal, da vorne ist irgendwo so orange, da muss ich hin. Ja, das Spiel ist wirklich für mich als Oberidioten richtig gemacht. Da drückst du auf die rechte Maustaste und steckst genau dort, was du tun musst. Folge North. Ich weiß natürlich in keinster Weise mehr, wer der North ist. Wer war das? Der passt schon. Alter, hast du die Musik auf plus 12 dB ausgesteuert? Nein, aber nicht. Das ist genauso wie sonst auch. Ist gut? Passt der Sound? Wenn der Sound nicht passt, bitte ab in den Chat. Dankeschön. So. Sie dürfen uns nicht sehen. Sie dürfen uns nicht sehen. Ja, dann würde ich sagen, wir laufen mal alle da, wo das Licht scheint. Das ist wichtig. Und ich darf ein wenig nochmal anschreien. Das schaut meistens auch nicht. Das ist wie in Call of Duty, wenn ich einfach ohne Schalldämpfer umeinander rotze und mich dann wundert, warum ich von hinten aufs Mal kriege. That's what she said. So, ich bin gespannt, was mir Aufgabe. Ich stehe da. Muss ich C4 gehen, oder was? Gelange zum Cyberlife-Lager. Folge North. Ja, die steht da. Ist das North? Achso, so meinst du. Okay. Bin schon steil. Ja, das schaut. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Schlagen wir es einfach alles zusammen. Ich einen anderen Weg. Jetzt wird es sofort intens. Nicht so wie letztes Mal, dass es da. Was ist denn jetzt denn? Wieso können die eigentlich nicht massiv hoch springen? Die haben doch mechanische Beine. Oh, das wird wieder Quicktime-Geschwader, Alter. Pass auf. Oh Gott, ich steige mal an wie besoffen.
Ja, springen. Kriegen wir schon hin. Wo hatten die Hand so schnell? Das war der seltsamste Sprung, den ich jemals gesehen habe. Ja, jetzt wartet er mir. Ah, nein, das wollte ich nicht. Jetzt wartet er mir auf mich. Kann man da irgendwo auf Sprinten drücken? Machen wir schneller. Machen wir ein bisschen schneller da! Wie der Bau zu sagen pflegt. Das hat aber ein sehr kurzes Rekalo. Ist eigentlich eine Schande, wenn man auf einen Androiden fährt. Fragen über Fragen können. Marcus, komm hier auf. Markus, komm her. Was? Geht schon. Kriegen wir schon. Ja, da fahren wir ein bisschen mit dem Kran. So. Bist du nicht? Oh ja, gute Perspektive. Spitzenperspektive, Spey! Spitzenmäßig! So. Alter, nur gute Perspektiven. Hab ich schon gesehen. Morgen steht's in der Zeitung. Birger verherrlicht Sexismus. Nein, ich bin einfach bloß ein Mond! Die Mond depp von Dorsch! Oh nein! Welch außergewöhnliche Vorlieben! Kann ich mir machen da den übelsten Parcours-Shit schauen, so! Das ist ein bisschen finster, aber sonst. Aber das Finster ist, da kann ich auch nichts dafür. Das Spey hat gesagt, jetzt bin ich finster. Man, bei Tag in einen Riesenkonzern einbrechen, ist er da so minder bemittelt schlau. Herr Krause! Oh nee! Magst du noch was sehen? Alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Drohne muss weg. Ich mach das. Ah, wieso mach ich das wieder? Soll ich dem einen kurzen Reckerl gehen? Was soll jetzt mit der Drohne tun? Soll es fangen? Vorkonstruieren? Oh, jetzt wird wieder das krasseste Movement. Wer hat das hier? Ja, okay. Ja, das geht ins Hosal, das hätte ich aber vorher sagen können. So, die Frage ist, was tun wir dann? Da gehen wir da rauf? Ja, das ist gut. Gehen wir da rauf? Ja, das ist gut. Okay, dann gehen wir nur... Ja. Und da... Wäre zu weit. Okay. Ja, dann weiß ich es aber auch nicht, oder? Was macht er denn wieder für ein Kreis? Ja, dann warten wir ein wenig. Ja, das ist gut. Ja, das ist schon ein bisschen over the top, aber das ist sicher ein cooler Move. Pass auf. Ja, dann hängen wir uns an Ding an. Ja. Jetzt gibt's gleich wieder Quicktime-Schüssel. Nein, da nicht. Ah, ich muss schnell drücken. Ja. Nein, aber macht kaputt. Bist du okay? Ja, alles klar. Wenn das kein Parkour-Move Level 9000 war, dann weiß ich es auch nicht. Brudi. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Was Nehmt für- so viel ihr könnt. Und das war jetzt unser sagenhafter Einbruch. You serious? Was für Kisten? Ich sehe keine Kisten. Doch, da hinten. Oh, da hinten eine Kiste. Umdrehen, Markus. Ja, steht ein wenig im Weg ein. Haben wir alle Zeit der Welt. Aufmachen, reinschauen, einbackeln, heimreisen. Ah, das nehmen wir mit. Was brauchen wir eigentlich wieder? Wir brauchen Ersatzteile und Blut für den kleinen Buben, gell? Ja, das kriegen wir hin. Was? Nein, das ist halt... Nein, oh shit. Das ist ja ein Android. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Ja, und jetzt schlagen wir die alle zu viert Ist zusammen. ein Stufe 2 Verstoß. Wir haben zu viert schon gerne nicht geschlagen, wie du. John! Gottverdammte Wie die. Maschine! Wo ist der diesmal? Oh Gott. Nehmen und verstecken, hört sich gut an. Die nehmen wir jetzt, ja. Versteck dich. John? Oh, der Ich brauch Funkturm. deine Hilfe. John? Was? Freilassen, angreifen, warten. Den greifen wir an. Den haben wir gar nicht lange umeinander. Rudi, den haben wir gar nicht lange umeinander. Okay, ob das eine geile Idee war, weiß ich nicht. Das ist ein Mensch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Steckt den Rest ein und dann nichts wie weg. Hat keiner gesehen. Weiter nach blauem Blut. Hier gibt's nichts zu sehen. Keiner verliert Wort. Was? Warum? Keiner verliert Wort darüber, dass ich jetzt den Typen einfach abgestochen habe. War das jetzt ein Mensch oder was ein Roboter? Kann man nur Zeit zurücktun? Immer.
Dann ist doch Kisten oder was ist denn das da? Also ich habe zumindest unter seiner Kapuze und unter seinem Kappe nicht gesehen, dass er irgend so Warum ist da Fliegen? Mein Gott, das ist die hasse ich am Sommer am meisten. Staunsen und Fliegen. Kehren alle weiß ich nicht, mit der Puckfotznazi und 30 aus dem Leben gerotzt. Mistviecher angeschissen. Warum seid ihr nicht Fifi? Wollt ihr denn nicht frei sein? Da lass mal lieber zu. Hau ab, Fliegen! Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich den Typen abgestellt habe. Aber es interessiert ja irgendwie keinen. Oh Gott, werde ich halt nur für Fliegen fangen. Nehmt mich mit. Aha. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Es ist zu gefährlich. Er Nehmen kommt mit. mit uns. Nehmen mit. Nehmen mit. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. 2 menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll. Wir haben, was wir wollten. Also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile. Genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen. Es ist zu riskant. Alle Holmann! Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Da gehen wir schon irgendwo aus. Da gehen wir schon irgendwie raus. Ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Mann, name Marcus. I drive the car. Okay, stiehl einen elektronischen Schlüssel. So. Schlau, wenn wir natürlich sind, probieren wir das erste Mal an der Tür natürlich. Okay, vielleicht aber auch lieber doch nicht. Das war eigentlich mehr als Gaudi gedacht, als wirklich ernsthaft. So, jetzt schauen wir da mal. Wo ist die Andy so? Oh! Schöner Pornobalken, mein Freund. So, wie können wir da jetzt... Ja gut, da ist der Schlüssel. Also wir müssen die 2 Typen ablenken. Schlüssel gefunden. So, irgendwo habe ich Hundbein gehört. Kümmere dich um die Wachen. Das Fenster aufschirmen. Was ist das überhaupt für eine Sicherheitsabteilung? Da wo er jetzt Fenster einfach aufmachen kann. Aber Drohne macht man kaputt, die meldet keinen Fehler und nix und keiner gespannt. Also ich weiß es auch nicht, gell, Freunde der Sonne, ich weiß auch nicht. Aber gut. Man, irgendwie müssen wir reinkommen. So, jetzt nimmst du mal einen Schraubzeuger mit, da die vorschlagen. Mein Gott, ich bin wahnsinnig mit der fliegen! Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Ja, weil ich da bin. Hi. Keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende... Ja, wir haben schon jemanden umgebracht. Ob wir jetzt irgendwelche Waffen bedrohen oder nicht? Nee. noch in Zone 4. Nimm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mein Gott, nein, jetzt schau nicht lang! Fertig sein. Nimm's! Weiß schon wurscht ist, du hast jemanden umgebracht. Drauf gekackt, Alter. Okay, vielleicht hast du doch keine so gute Idee, ich weiß nicht. Wir haben gerade so kommt man auf die schiefe Bahn, Kinder. Genau. Okay, ohne ein Wort zum Sagen, er hat's verstanden. Oh, er schaut aber sehr unzufrieden aus. Transit Charging, okay. Nein, nicht mit dem, was tust du? Okay, Quicktime-Geschäfte! Oh, so hab ich. Treten. Mein Name Quicktime Boss! Oh, nimm ihm die Knarre weg, oder? Alter, das geht so schnell! Ich krieg eine Epileptie! Epileptie! Ja, aber hat hingehauen, oder? Und ist keiner gestorben. Hey, wenn keiner stirbt, ist okay. Hä? Hab ich jetzt den Schlüssel? Wo muss ich denn hin? Da keine Ahnung. Kümmere dich um was? Still in der elektronischen Kehre zur Gruppe zurück. Ja, oh, jetzt kommen wir wahrscheinlich die Hunde und dann bin ich total gefickt. Brudi, also wir brauchen den Bus da. Wahnsinn, da schon hin. Hast du ihn?
Nice. Dass wir gerade zwei Leute ordentlich verprügelt haben, das sagen wir natürlich nicht. Also das muss ich jetzt Auto fahren. Bitte sag mir nicht, dass ich Auto fahren muss. Kann nur peinlich werden. Kann nur peinlich werden. Hier. Schlüssel reinstecken. Brumm, brumm, Motherfucker. Freilich checkt man noch schnell aus. Wie, der wacht jetzt auf. Nein, nicht aufwachen. Nein. Was war denn jetzt da? Ein schlechtes Gewissen, oder? Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung, aber nicht wegen den zwei Waffen da drin, sondern du hast einen Typen erschossen. Nicht erschossen, abgestochen. Das gefällt mir nicht. Das ist eine Entscheidung, die gefällt mir nicht. Was hätten wir mit dem Neues durchgehen? Das würde mich interessieren. Auwetzwack, jetzt haben wir daheim. Jetzt bin ich gespannt, ob da irgendjemand ein Wort drüber verliert, dass wir jemanden umgebracht haben. Das kann nicht gut ausgehen. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. It's a me, Marcus. Pro-Gamer. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Du hast doch vorher gar nicht gewusst, was Jericho ist, du Schmatzhaum! Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Recht hat er. Diese Freiheit will ich nicht. Recht hat er. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Okay, das sind krasse Und das Aussagen lasse ich von mir einem nicht Roboter. wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Oh Gott. Wir sind lebendig. Und tragen Aluhüte! Sind frei. Oh Gott. Da zählt ja etwa ein sauberes Frankreich hoch, wenn du mich fragst. Viva la Revolution! Ja, recht hat er. Er ist das Volk. Oh nee! Merci. So, diesen Strang werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Obacht, wo ist der Controller da? Also es hätte 3 Enden geben. Jetzt schauen wir da mal. So, da geht's wieder. Da. Cyberlife erreichen, haben wir erreicht. Dann Androiden packen und verstecken. Da hätte es schon 4 Alternativen gegeben. Und dann haben wir da Angriff. Marcus vergießt Blut. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Option da in der Mitte. Und wahrscheinlich er vergisst kein Blut. Mich würde interessieren, was dann passiert, weil es geht, dann war die Suche trotzdem fortgesetzt worden. Ich weiß nicht, was der Mensch dann tut, dann hätte man wahrscheinlich das Schlong. Also dann hätte man halt genauso bewusstlos gehauen wie die anderen. Vermute ich jetzt mal, keine Ahnung. Was aber ziemlich krass ist, diesen ganzen Handlungsstrang da, der war übersprungen worden. Brrrt. Wenn wir wahrscheinlich entdeckt worden warten oder was weiß ich, dann war es zu irgendeinem anderen Ende kommen. Das was ich dann so faszinierend finde, man fängt ja das Kapitel dann nicht wieder von vorne, sondern es geht dann so weiter. Was war denn dann passiert? Hätten wir die Ersatzteile nicht gekriegt, war der Burg gestorben und. Das war interessant zu wissen, ob da komplett andere Handlungsstränge passieren, die zwar am Ende dann trotzdem wieder zu demselben Ende kommen oder ob das komplett verschiedene Enden werden. Und das triggert mich schon, wegen das nochmal zum Spielen. Ich werde mir nicht im Stream nochmal alles durchspielen und anders mal, aber privat natürlich vielleicht schon. Aber ich sag, das schaut nach Connor und Hank aus. Mr. Connor! Mr. Anderson! Wir haben sie Als vermisst. würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Oh, Hank, mittlerweile haben wir schon befreundet. Ich muss nicht einmal das Leben gerettet, der wollte sie umbringen.
Der Eden Club. Oh. Sounds like Android Die Dip. heißesten Androiden der Stadt. Was soll denn? Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Android Dip. Give me some Android Dip. I like Android Dip and I cannot lie. Other words can't deny. Oh. Oh. So, Kinder. Wegschauen. Was soll ich sagen dazu? Weißt du, ist sogar was für ein Pralinscode dabei? Ja? Da kann sogar der Pralinscode eine Zeit aufstellen, wenn er lustig ist. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, nein, ja, nein, ja, wenn ich besoffen bin, ja, wenn ich besoffen bin. Ja, weiter geht's. Aber bitte schon, scharfe Miezi. Achtung, scharfe Miezi. Ja, natürlich kommen wir da von oben nach unten schauen, ist eh klar. So, scharfe Miezi. Was zur Hölle machst du da? Ja, was wär denn da? Dem verschauen, du Zipfelklatsche. Das hat ja auch bezahlt, die tanzen sogar. 3, 2, 1, demonetized! Ist das schon 2? Aber das ist ein GTA, ja. Ja, das ist nicht 2. Hey Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter Schmiedi schreibt, und ein der kennst das Arschloch. nicht. Genau das, was ich brauche. Muss ich noch mit zurück. Wie meinst du, der kennst das nicht? Ah! Wer soll das sein? Wer ist das? Das ist eine Schauspielerin oder was? Nein, er kennt's nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht, wer ist das? Schmiedi, klär uns auf, wer ist das? Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was Aber wollt zwar. ihr beide denn hier? Auch jetzt Wir so. bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Dann nimm sofort den aufs Maul an, dem Spacko! Nacht, Lieutenant. Ja, weißt du, er ist nicht. Er ist der nette Kerl von nebenan, der andere ist ein Huso. Huso Level 9000. Ich hätte dir gerne aufgestrichen, dass du mir weißt, was du hast. Untersuche das Opfer, untersuche den Androiden. Das heißt, wir werden da wieder da fangen wir doch da lieber mal an. So, ja genau. Werden wir das lieber genauer untersuchen. So. Diagnose. Diagnose läuft. Selektor 5402 schwer beschädigt. Die Biokomponente ist schwer beschädigt. Kann man da woanders auch noch? Ich würde gerne woanders analysieren. Ich analysiere Sicherheitslage lieber nochmal. Oh, hey! Ah, Connor, das ist ekelhaft. Ja, Alter, das ist Ich muss irgendein gleich noch mal Maschinengewehr. kotzen. Blaues Blut, Modell WR400, Seriennummer blablabla. Naja, gut. Scharfe Miezi, kaputt. Hat Besitz gemacht, war kaputt. So, schauen wir uns mal an. Sehr vorne kann ich ihm nicht übel nehmen. Im Führerschein steht... Kann man schon mal Anlauf nehmen. Im Führerschein steht, weiß ich nicht, dass er wahrscheinlich einen Führerschein hat. Herzstillstand. Kein Anzeichen eines Herzanfalls. Herzanfall nicht Todesursache. Aha. Schreiner Tobi! Was war denn das wieder? Wer war der andere? Der Michling! Haut drüben Bier und schöne Grüße an meinen Spezi an Zobel. Grüß an den Zobel. Merci mich für den Fünfer. Der Schreiner Tobi, glaube ich, ist nicht angezeigt worden. Was soll denn das wieder? Ist der Schreiner Tobi schon angezeigt worden? Ich weiß nicht. Wenn er gleich kommt. Schreiner Tobi, warum ist da... Warte mal, da muss ich nicht schauen. Da muss ich, wenn das schon über Twitch passiert, da ist der Schreiner Tobi. Schreiner Tobi, Bussi aufs Nussi. Was soll das sagen dazu? Hoppala. Was soll das sagen dazu? Servus, Bier, kennst du mich noch, schreibt er. Ich kann jetzt natürlich einfach sagen, ja. Aber es tut mir leid, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber das muss ja 100 Jahre her sein. Ein 20 ist 12, du weißt das! Merci, Bussi aufs Nussi, ganz fest, wirklich. Seriously. Merci dir wieder. Schwere Blutergüsse. Würgemale. Todesursache ersticken. Aha. Aha, der Würgel geworden ist er. Verstorben. Graham Michael. Größe 1,88, Gewicht 87,3 Kilo. Geschätzter Todeszeitpunkt 18:24 Uhr. Fischer King, vergesst für den Zwickel! Sind zur Kerzen noch, ich habe endlich Internet in dem Kauf. Grüße aus Koblenz. Auslandseinsatz.
Michael Graham. GZ, ab in den Chat. Press F Kreditkarte for respect. Und auch Bargeld. Was soll jetzt da noch groß sagen dazu? Also haben wir ihn noch nicht, komplett gehabt. 2 Töchtern. Was ist da los? Wieso kann ich ihn wieder rekonstruieren? Ja, das macht Sinn. Okay, der Teil geht ab. Oh, da wird er der Baum gesessen sein. Oh, das, derjenige, der hat auf alle Fälle Dipf, das sehe ich von da. Polygon, Dreiecks, Pyramiden-Dipf par excellence. Okay, okay. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Ja. Was soll man jetzt da? Aber groß, hat Würgeballe am Mal, natürlich ist er heute erwürgt worden. Und der Roboter wird wahrscheinlich eine Kraft haben. Scheißegal, ob es ein Beibeleidet ist oder nicht. Was sollst du sagen dazu? Da bin ich ja drum scheißen, hat's benannt gehabt, die Rekonstruktion. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Oh, um Gottes Willen. Ja. YouTube, wenn niemals versteht, was ich wirklich sage. Nicht gut. Aber das beweist gar nichts. Das beweist. Vielleicht steht er ja drauf. Da hat er recht. Da hat er gut kombiniert, der Henk. Manche Leute mögen das. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht geht's siehst her. du, was passiert ist. Ja, Ich kann's versuchen. ich möchte gar nicht wissen, wo die SD-Karten drin steckt. Um ehrlich zu sein, eigentlich mehr das schon wissen. Meatsman! einzige Weg, um auf seinen Achtung, Speicher Achtung, zuzugreifen, Depth incoming, ist, zu Depth reaktivieren. Nudeln, bester Squad. Schaffst du das? Das ist der Meatsman, mehr sieht hier. Er ist schwer beschädigt. Aufschließen. Wenn es klappt, habe ich nur 1 Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange Aufschließen genug, ist um gut. etwas erfahren zu können. Da, Feierabendstückel. Mein geschultes Programm auch gesagt, da, Feierabendstückel. Ah, steck einmal zusammen. Steck einmal. Was? Ach, das war LB, nicht RB. Hoppala, verdammt. Ich habe mich vertan! Hashtag Programmer. Oh. Du warst beschädigt und ich habe dich reaktiviert. Alles ist in Ordnung. Ist er tot? Noah, merci dir. Bussi aufs Nussi. Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht. Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu Da schlagen. läuft der Zeit. Wieder und wieder. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte 2 Mädchen haben. Wir haben nur 10 Das Sekunden. wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Macht pst. Kaputt. Warum? Da war noch ein Android. Das Egal, was wir da jetzt am Schluss Stunde gesagt passiert. hätten. Der ist längst weg. Egal, was wir da jetzt am Schluss gesagt hätten, In die dem hätten nichts mehr Aufzug gesagt. konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier... Und in dem Aufzug könnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Da draußen laufen alle in der Unterbuchse an. sein. Da fällt sie mal am Ingen auf. Merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Oh, jetzt müssen wir noch ein Bezis befragen. Kannten Sie das Opfer? Das ist so auffällig zu ihrer Dome. So auffällig. Diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal Ärger mit den Androiden? Tanzte. Ja, gehen wir mal. Sie da links hinten, Nummer 12. Ich sag, das ist ein männlicher. Oh, Sie haben nicht zufällig einen Überwachungs... du schaust zu best, du warst das. Sag's, wie es ist. Sag's, wie es ist, du warst das! Auf keinen Fall. Oder doch, du? Deshalb kommen die Leute hier an, die nicht. Die glänzt so komisch, schau. Die hat Glitzer auf die Oberschenkel. Warum hat's Glitzer? Niemand weiß, wer hier Okay, der war schnell wieder weg, weil sonst sperren sie mich wirklich noch. Die So, was ist mit dir? Geschäfte laufen. Brauche einen Menschen für Zugang zum Androiden. Ja, da muss der Henki gelangen. Der, Kim. Verzeihung, Lieutenant. Oh, die Könnten Sie mal herkommen? Music is gefunden? starting to get Vielleicht. intense. Shit is going to be intense. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja.
Mal hat er gesagt, das sind 2 Mädchen. Ich bin auch voll Depp. Ich bin auch voll Depp. Depp, der ganz pure Depp. Alter, in der Zukunft kostet so ein Plastiknutten bloß 30 € in 30 Minuten. Ja, nimm mir die 15. Abrechnung aber keinen guten Eindruck. Aber ich glaube, es gibt bloß 12. Hat er nicht gesagt. Alter, der Sound geht fucking intens. Schön, Sie kennenzulernen. Aber die glitzert auch so stark. Folgen Sie mir. Warum glitzern sie noch Ich bringe so? Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Jetzt wird erst einmal sauber reingepfeffert! Ich werde mein Leben lang LB und LT verwechseln. Was zur Hölle machst du da? Rudi, was geht jetzt ab? Ist das der Getötete? Aus der First-Person-Sicht von ihr? Ja, okay, verstehe schon. Brudi, I get it. Die hat ein Y am Kopf. Warum hat die Y am jetzt? Ja, wie schaust du nur mal an, bis ich besoffen? Verdächtigen ausfindig machen. Ja, aber... Hä? 2, 3. Soll ich durch Sieg oder... So, ja gut, das macht Sinn. Macht Sinn. Eine blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Da ist schon eine Vermietung, kannst du sagen, was du magst? Mau. Es muss gelungen. Sie hat etwas gesehen. Die blauhaarige. Worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Jetzt sind wir ganz langsam. Jetzt hat er sie quasi als Kamera benutzt. Gar nicht mal so dumm, der Connor. Connor, ne? Gar nicht mal so dumm. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Was? Was soll ich machen? Da nehmen wir. Ihr tut gerade so schön. Da gehst her. Verbinden. Probieren wir den hier. Hoffentlich mit... Ich muss mich offensichtlich schicken. Schnell durchfahren. Ja, muss jetzt da Karussell fahren, währenddessen hier an der Verdächtige außer Sicht überprüfe. Anderen Androiden, okay. Also, er fährt da Karussell an seiner pinken Stange umeinander. Wen haben wir noch? Irgendwo ein Fehler gemacht. So Das ist doch mit unfassbar viel haben Abstand wir. die teuerste So, er muss doch auch was gesehen haben. Karriere. Du musst auch was gesehen haben. Hank, ohne mit der Bratzen, ich schau nach. Da gehst du her. Der schaut auch irgendwie bloß im Boden, keine Ahnung. Da ist was schon. Haben wir schon was gesehen? Ein Android ging zurück in den Club. Okay. Kriegen wir hin. Hinchi Baum, mir dir. So, Er sah die blauhaarige jetzt müssen wir... Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Dann hinterher, ja, natürlich. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Der muss eigentlich auch gesehen haben. Wenn sie da reingegangen ist. Ja, schau hier. Ah, dann ist... In den roten Raum. Der maximale Spaßraum. Los geht's, da müssen wir jetzt schnell sein wieder. Steh. Mein Gott, keiner geht dann einmal 2 Schritte schneller in deinem Leben drin. Weiß auch nicht, was ich jetzt da dazu sagen soll. So, wer muss was gesehen haben? Die da hinten müssen was gesehen haben. Gibt's nicht anders. Da gehst her. Da gehst her, Frage Henk. Ja, eine verbinden. Android-Zap hacken. Ja, wo ist denn? Nichts gesehen. Fix mal, da hab ich nichts gesehen. Der hat nie mal nichts gesehen, wenn du mich fragst. Die blauhaarige Tracy. Oh ja, du hast gesehen. Er schaut wirklich aus wie die Reinkarnation vom Barbie Ken. Los geht's. Alle glitzern wird Sau. So, wo ist denn? Oh. This is one good looking guy, ja. Der hat auch nichts gesehen. Kruzifix! Schneller! Er hat nichts gesehen. Er hat nichts gesehen. Irgendwo einen Fehler gemacht. Dann probieren wir's Mit da. Abstand die teuerste Untersuchung meiner Gesamtheit. Ja, jetzt chill mal. Irgendwann sehen wir schon was. Alter, was tust du mit dem Polizisten immer noch? Was genau soll ich jetzt da gesehen haben? Hab ich da was gesehen? Warum bricht das nicht ab? Was? Was zur Hölle? Nein. Ich habe die Spur verloren. Du hast die ganze Zeit bei davor gestanden! Schneller! Ja, da! Sorry, du! Android ist in dem blauen Raum. Hauptsache er ist immer halb nackt, das ist wichtig.
Ey, ganz ehrlich, wenn krasser Witze, Dampfnudel, ihre scheiß Videos machen, dann der wie in einem Spiel Leute in den Unterhosen herzeigen. Das muss aber ein Witz sein. So, jetzt müssen wir uns ein wenig umtun wahrscheinlich. Machen wir noch eine Minute 29. Hast du was gesehen, Chef? Chef, sag mal, dass du was gesehen hast. Kim, los geht's. Los geht's. Alter, schaust du hin? Wieso liegt... Was zur Hölle ist das? Was war denn das für ein Crack-Bitch? What the f... Ich habe die Spur verloren. Ah, du musst schneller werden! Ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Schneller! Schneller! Ja, in den Boden luren. Kim? Ah, goddammit! Wo ist noch aber jetzt sonst noch ein? Wen haben wir noch nicht? Brudi, wen haben wir noch nicht? Wo ist da haben wir noch nicht vorbei. Die Damenschaft haben wir noch nicht. Nummer 23. Sag, tu was. Schneller! Das muss schneller gehen! Das gibt's ja nicht. Doch, da ist. Haben wir's schon. André hat sich in einem Raum versteckt. Neben dem Eden Club da. Also, ja, ich hab schon gesehen. Available. Im Available. Da gehen wir rein. Da schauen wir rein. Da hockt's drin. Und schleidet. Da brauchen wir übrigens noch ein Wort für die Damenschaft. Ja, und dein Bett. Was soll denn sein? Da ist ja nichts drin. Was? Willst du mich verarschen? Brudi, you wanna troll me? Da waren wir doch schon. Muss ich da jetzt nochmal nachschauen? Was ist das für Kass? Ist jetzt da hier... Kann ich jetzt da... Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ja, das schaffe ich sowieso niemals. Das Einzige, was ich noch... Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Schnell! Du musst ja was gesehen haben, du hast den Bogen gewischt. Private Only ist durch den Mitarbeitereingang geflogen. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann, das ist doch Wahnsinn. Oh, das ist jetzt spät oder was genau geht? Warum ist denn da ein Leute festgekehrt? Was zum Mecker? Ich übernehme das jetzt. Habe ich es jetzt in den letzten 2 Sekunden geschafft? Sag ich das richtig? Aber jetzt war Musi wird fucking intens. Oh. Haben wir schon gefunden, die Schwurblerin. Aha. So. Durchsuche das Lager. So. Da hat sich doch da ein Mädchen versteckt hinter der Leute. Wir sind zu spät. Wir sind nicht spät. Wo geht denn hin? Den ich weiß keine. Blaue Räume muss es haben. Alter, der Soundtrack mag schon wieder flippen. Also wenn ich selber da die eine auf Assassin's Creed machen, dass mir einfach... Ist es doch. Es ist doch. Nicht? Oder da drin verstecken. Nein, du sollst nicht die Zeitung lesen, sonst den Kasten nicht drunter liegt, da schauen. Verdammt, schau sie dir an. Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll. Ja, das ist mit Dingen so. Mr. Hank? Die muss doch da irgendwo sein, das gibt's ja nicht. Das kann ich da hin. Oh, da steht wieder Shaheen. Da steht wieder dieses RA9, was auch immer das zu bedeuten hat. Das werden wir auch noch herausfinden irgendwann. Hinweis auf RA9! Das ist offensichtlich wichtig. Jetzt hab ich gemeint, der steht da ohne Kopf. Durchsuche das Lager, rekonstruiere den Weg des Abweichlers. Ja, wie denn? Henke, was willst du zeigen gehst, du Zipfel? Was soll ich jetzt machen? Ich kann doch nicht rausgehen. Geh halt auf Zeiten jetzt, Henk. Hanky Spanky! Da hinten haben wir was. Da hinten ist was am Boden. Da hinten ist was am Boden. Ich hab's genau gesehen. Ah. Blut. Blaues Blut. Was macht es? Es ist blau. Warum muss er denn überall ohne Schlecker der Assi? Blaue Bluttröpfchen. Modell WR400. Seriennummer bla bla. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich... Okay.
Das heißt, da hinten hängt der Gewand. Vielleicht ist da ein wenig Blut Kochen drauf. für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen, Blaues statt Blut, einen es tut es anderen Menschen blutet zu blau. lieben. Okay. Ja, da gibt es immer noch was zum Untersuchen. Ist das aber es ist bloß die komische Zeitung, gell? Suche nach Spur aus blauem Blut. Ja, die hab ich doch gerade gefunden! Vielleicht ist es aber ein Traum, der rennt's. Ich hab schon lange davor geschwärmt können. Und schalt mir dein Hirn ein, was ist los mit dir? Was ist denn los mit dir? Ich sag, dass die da noch drin steht. Es gibt aber nichts mehr zum Untersuchen. Außer das da. Sollen wir uns die Zeitung noch mal genauer anschauen da. Die neuen Supermächte. Die fliegen auf alle Fälle, die Hörerin. Die ist genauso nervig wie die Obersupermacht Nummer 1. Die neuen Supermächte. Seite 2. Ja, ich bin aber nicht da, damit ich jetzt einen scheiß Roman lese. Was ist los mit dir? Die ersten Unsterblichen sind unter uns. Die mikroskopischen Maschinen, die uns ewig leben lassen. MMORPG erreicht 1 Milliarde Spieler. Hoffentlich darf ich das noch erleben. Na los, Connor. Wir gehen. Ja, ich komme. Aha! So, dass die da mitten drin steht und macht dann... Alter, das ist das andere. What the fuck? Keine Bewegung! Da ist die Stimme wegen der Schau, die sind gleich 2. Oh, die haben aber gruntig. Ja, jetzt gibt's aufs Nussel. Fräulein, jetzt muss ich die durch die Wohnung betzen, das hilft nicht. Das hilft nicht. Halt so, das ist krass. Alter, die möcht's aber ernsthaft wissen, Mann! Das war der falsche, jetzt hat's mir in die Eier gekickt. Aber ich bin ein Android, das ist mir wurscht. Ah, du verdrückt! Au! Alter, der Henk hat voll fertig gemacht! Das ist einfach die Terminator! Ziehen, umwerfen, umwerfen. Bin mir nicht sicher, ob ich geil oder beeindruckt bin. Das war ein sauberer Neckbreaker. Alter, das ist also ein Parkour-Biatch. Das sind Handalhuiten. Was zum Teufel? Mann, hängt die Moni fertig. Schau dir die an, das sind so Kampfleisten. Was? Oberziehen, mindestens so eine. Die mit dem blauen Haar. Ja, Grütze, fix. Das ist schon geil gemacht, kannst du sagen, magst. Wieder verdrückt! Scheiß RP und RT, das BMT! Ich werd's nie auswendig wissen, nie! Ja, jetzt, nein, nicht schießen, der wir nicht. Nein, nicht nochmal. Oh, Softwareinstabilität. Fuck! Ey, ich hab gerade in die Fresse geschossen! Oh, ich werde zum Abweichen, oder was? Mann, er schlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Das ist das erste Mal. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist vermutlich besser so.
Das ist schon krass gemacht eigentlich. Warum gibt's denn über sowas noch keinen Film? Ich verstehe die Frage nicht. Bäcker! Da fehlt der Schlamm. Steckt Pralins gut. Ich finde Schlammcatchen gar nicht so super toll. Sagst du nix. Herr Kratzer, Bürger steht drauf, wo er von Weiberleut aufs Maul kriegt. Naja. Ich kriege ja nicht wirklich aufs Maul. Mein Maike! Habe die Ehre, melde mich erst heute. Warst du nicht vorher schon da? Bist du mein Maike? Gutes Kapitel. Sehr gutes Kapitel sogar, weil was jetzt noch dazu kommt ist, der eine Android, ich sage immer Android, frage mich nicht warum, wahrscheinlich wegen dem Handysystem. Der eine Android liebt den anderen Android und wenn du dir das einmal so vorstellst, dass das, also nicht bloß die Tatsache, dass dort Androiden menschlich werden und menschliche Gefühle kriegen und so weiter, sondern die kennen sich ja noch gegenseitig, dann ist das schon irgendwie seltsam. Das ist schon irgendwie seltsam. Und das macht es ja irgendwie gleich viel realer. Also das macht es viel realer einfach. Dass der Hank jetzt allerdings da gut drauf zum Sprechen ist, dass die zwei wegkommen und dass wir die zwei laufen lassen und nicht über den Haufen schießen, ist auch interessant. Das Game, Alter! Das Game, Alter! Wieso haben wir das so lange liegen lassen? Das hätte man schon viel früher spielen sollen. Weiter! Ich will mehr! Wer war der Letzte jetzt? Der Michi! Servus Bürger, danke für die Ablenkung. Macht sogar den Liebeskummer zunichte. So viele von euch haben Von euch haben definitiv zwei Leute Liebeskummer. Ja? So, falls jetzt da jemand noch daheim hockt, ebenfalls mit Liebeskummer. Aber noch nicht einmal, weiß ich nicht, ist eigentlich wurscht, was für heute das hast. Lass dir den Rat, ich weiß schon, das mag keiner hören, aber ich weiß sehr genau, von was ihr redet. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Und irgendwann vergeht's. Kopf nicht hängen lassen, durchbeißen und kein Oberpussy sein. Los geht's! Dankeschön, Alter. Mit der Kara geht's weiter. Es geht nicht mit der Kara weiter. Geht schon mit der Kara weiter. Wo haben wir mich? Achso, die Autos schauen alle gleich aus. Ja, gut. Autoziel, Entfernung, Wetter. Oh ja, das Wetter. Smalltalk beginnt immer mit dem Wetter. Ja, passt schon. Haben wir dann eigentlich Sexy Time oder Upload? Sehr hübsch. Wer behindert wird. Für diese Frage gibt's Applaus. Haben Androiden dann eigentlich Sexy Time oder Upload Session? Und haben Lesben dann eine Download Session? Ich hab keine Ahnung. Merci dir. Berechtigte Frage. Wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Was genau so? Es gibt schon wieder der nächste Bitte auf mit den großen Beträgen. Herr Maischberger! Rest in Peace, Mr. Headphone User. Merci, oder? Ich kann nicht mehr dazu sagen, außer vielen lieben Dank. I'm fucking serious. Jetzt bitte auf mit den großen Beträgen. Okay? Danke. Dankeschön natürlich trotzdem. Was soll ich sagen? Dankeschön. Meinst du, ob Androiden dann mit Firewire-Schnittstelle schneller... Naja, egal. Da kriegt Firewall gleich ganz andere... Reden wir über das Auto. Dass Slatko ein Auto hat. Ah, das Slatko schon wieder. So Oberpussy, Hashtag hoch. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko hab ich mir auch hier müssen. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie fahren jetzt wahrscheinlich nach Jericho, nehme ich an, oder? Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Mach mal Bum-Dating-App. Da muss man. Das war so klar, dass wieder irgendein Scheiß passiert. Da kann man sich nur einloggen, wenn man 2 Promille hat. Da ist dann so ein Blastester dort und nur wenn du 2 Promille hast, kannst du dich einloggen. Das wären die besten Gespräche ever. Das sieht nicht machen sie gut Videos aus. drüber von selber. Ja, aber da, Michi, merci dir. Hast recht, aber richtig, wer ist andere Töchter, meine schöne Mütter.
ist richtig. Ja, ist richtig. Mein Fehler, Entschuldigung. Aber wir haben auch ein Pralin-Squad-Mitglieder da drin. Andere Paps haben auch schöne Buben. Ja, oder andere Buben haben auch schöne Paps. Ja, okay, jetzt wird's grenzwertig, Kinder. Merci. Oh nee, stop it! Tut mir so, der wird heute später drüber. Niemand braucht sich entschuldigen, dass er zu spät da ist. Oh, Herr Krause, fühlen Sie sich schon mal gratuliert. Gratuliert. Und lass den kurz schmecken. Also, ich muss ihm jetzt nicht, weiß er das schon? Wenn er das nicht weiß, hast du jetzt gerade gespoilert, Ani. So, was der wir jetzt haben, wir haben zwei in der Rede, haben wir das wahrscheinlich höchst technologisierte etwas auf dem Planeten, aber können wir wahrscheinlich kein Auto richten. Lass mich raten. Lass mich raten, es ist der Keilriemen. In der Zukunft, in 20 Jahren, fliegen Autos umeinander, aber es ist der Keilriemen, der ist. Ja? Was sollen wir jetzt machen? Es war so klar, dass auf den Scheißträger jetzt wieder noch jemand draufsetzen muss. Andere Mütter haben auch Mütter. Hashtag GILF! Bäh. So, spätestens jetzt ist er Ruhe, weil sonst... Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. In der Motorhaube drin, da ist Skiwaren. Gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara? Im Auto? Und der Strom geht ja noch. Was wollen Sie? Was soll ich wollen Sie? Zur Not reibst der Gusten am Blinker, der wird auch warm. Außerdem hat sie einen Roboter, ich friert nicht. Leute, jetzt chillt sie mal. Anni, weiß er schon. Ja, gut, passt. Händchenbau, andere Töchter haben auch schöne Mütter. Ich hab mal die Mutter meiner Ex geknuspert. Geknuspert. Ja, was soll jetzt da groß machen? Ich finde eine Unterkunft. Weiß ich nicht, recht für mich mit Hosenbau werde ich da nicht finden. Oder da hinten ist eine Bude. Ist das eine Bude? Das ist aber bloß ein riesen drum Stuhl. Ja, wie soll ich... Willst du mich verarschen? Was soll denn da jetzt tun? Was soll da ist nix. Da ist einfach nix. Da drin ist eine super Unterkunft. Einen Kofferraum. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Finde eine Unterkunft. Ja, was... Wie weit wäre denn da gehen können? Leute, jetzt chillt mal. Cycling, alle Frauen mit Liebeskummer. Hi. Hi. Da ist doch was. Pirates Cove! Amusement Park, welcome! Ja, natürlich gehen wir hier wieder. Ich bin ein Pirat. Arr! Da drüben. Da drüben. Du hast eine Taschenlampe mit Schneipt wie Hölle. Sechsten Scheißdreck, Kara. Einen Scheißdreck. Glück hast das Schnee liegt, sonst 2 Stück finster. Ja, da ist schön. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja, geil. Können wir uns jetzt wieder so einen Horror-Scheiß geben. Kili FFO, merci für den Euro. Bussi aufs Nussi. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Untersuche verlassene Gebäude. Scheint schon Ich mag ein länger Piratenschiff. geschlossen zu sein. Ich will ein Piratenschiff. Oh Gott, es ist schon wieder so duster. Hört nicht auf. Kili, Bussi aufs Nussi. Oder, Ski. Da hockt er drin. Da hockt er drin, der Piratensepp, und schaut aus seinem Rumpelfass. Kennt ihr bei einer Rumpel? Nein, glaube ich, Was gefunden? Jungherrin. Nein, nichts, wo wir übernachten können. Ja, weiß ich nicht. Das hätte der sagen können, dass wir in dem Kiosk gestanden nicht übernachten können. Da drin vielleicht. Aber der ist auch auf. Da hat es minus 15 Grad da drin. Die gerade friert. Die friert am Boden fest, ist klar. Was zu windig für Alice? Ja, wow. Das habe ich gewusst. Ich möchte ja bloß alles erforschen. Da kommt der nächste raus. Hallo Rumpel. Das ist also aus der Sesamstraße geworden. Erwacht! Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Das war ein bisschen creepy. Bisschen creepy shit. Da vielleicht irgendwas. Ja, da ist ein Tier hinten, oder? Da kommt man da rein. Nein,
Weil wenn es jetzt wieder zu so einem Gruselscheiß wird, muss ich leider brechen. Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Da muss doch irgendeine... Das Haus schaut doch gut aus. Das ist aber die Piratenbar, der richtige Ort für ein 8-jähriges Mädel. Sie trennen sich aus. Wo ist der Eingang? Ja, da soll jetzt der starke Riese kommen und der reißt die Dinger runter. Geht schon. Ja, lass doch, was die ist 200 Meter groß. Ja, der regelt den Shit. Jetzt, Leute, Ruhe. Herr Gabriel, mir ist dir. Na bitte. Ah, Brackelvieh geregelt den Shit. Oh, da ist ein Pirat am Eingang. Hab ihn genau gesehen. Lukas! Merci! Ruhe ist jetzt einmal! Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Richte ein Bett für Alice hier. Überprüfe was? Überprüfe Luthers Tasche. Warum? Waffe überprüfen. Keks anbieten. Kekse, ich mag Kekse. Es sind noch Kekse da. Es sind noch Kekse da. Es sind noch Kekse da. Tja, so, wo konnte ich gar nicht schlupfen? Da ist doch gut. Ich mach das Feuer hier. Ja, mach das Feuer hier. Stört uns der Rauch nicht so. Der Rauch stört uns in keinster Weise. Wo macht man ein Bett? Die Klar braucht ein Bett. Richte mal den Tisch auf, dass sie aufgeflocken und schlafen. Geht da. Easy. Easy. Nein, das schaut mir eher an wie ein Kuhstall. Was ist das da hinten? Kann man da schlafen? Oh, was haben wir da gefunden? Da haben wir was gefunden. Ein Foto. Entschibau. Kekse! Soll man die wegknuspern? Kekse Sexy Time. Sexy Time mit Keksen. Oh, eine Piratenfahne. Das perfekte Bett. Das ist ein Kissen, ne? Wo baue ich das jetzt hin? Da wo es jetzt sitzt, neben das Feuer, vor das Feuer. So ist der vor das Feuer hinlegen, da ist schon warm. Ja, sechst das. Geht schon. Schon irgendwie lustig zum Zuschauen, wie es auf einmal, sie kennen sich seit Gefühl 5 Minuten und spielen Vater, Mutter, Kind. Who the fuck is Alice? Sprich mit Alice. Wo ist denn? Wo ist denn hin? Ach, da hinten steht's. Was schaut's denn da an? Oh. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Na komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ja, wenn du aufhörst, drüber zu nachdenken, vergisst du irgendwann, dass es Roboter sind. Ja, das ist wieder der Reisinger. Mitgliedschaft übersehen. Was? Was für wo? Wen? Wo? Hab ich nicht gesehen. Moment, muss ich nachschauen. Ne? Das zählt nicht. Muss ich nachschauen. Wer? Ein Michael! Michael! Merci für die Mitgliedschaft! Aber den Chat, aber dort Mr. Michael, herzlich willkommen im besten Squad der Welt. Im Vollbier. Squad. Squad. Was jetzt? Was jetzt das Speer aufgehängt? Haben wir soweit? Na, passt schon.
Merci dir, Brudi. Bussi aufs Nussi und Bonschein. Beschwichtigen, trösten, küssen, morgen. Beschwichtigen. Keine Sorge. Luther und ich sind in der Nähe. Du musst jetzt ein bisschen schlafen. Das stimmt. Der Luther ist ein verdammtes Viech, der verrennt alles, was nicht bei Traumbaum ist. Geschichte, Kara? Eine Geschichte? Ihr erzählt ja die Geschichte ich vom... habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. 9000? Mir sollte eine einfallen. Alter, die kann eine Geschichte nicht sein, bis du 18 bist. Prinzessin Einhorn Ritter. Ich bin fürs Einhorn! Es war einmal ein Einhorn. Das... Nein, nicht so eine Geschichte. Ja, was denn dann für eine? Eine nur für mich. Wie nur für dich? Es war einmal Alice. ein kleines Mädchen. But who the fuck is Alice? Und die war... allein. Das allein in einem großen, alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... es war anders. Und das machte es traurig. Purzelchen. Herzlich willkommen im Vollbier-Squad. Bussi auf Spannscheiberl Nummer 4. Ab in den Chat, habe dritt Schnitzelbrützel. Ich nenne die jetzt ab, jetzt einmal nur eine Schnitzelbrützel. Dankeschön. Dann traf es einen Roboter, der auf Gehorsam programmiert war, aber dieses Mal nicht mehr gehorchen wollte. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen, um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie den Riesen. Einen netten Riesen. Einen Riesen. Buchstäblich. Er versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Ich darf auch schon lange drin und gar nicht zuschauen. Merci. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Alles in sehenden Momenten merkt man, wie krass wichtig, dass es Voice Acting ist, wie krass gut in dem Spiel ja das Voice Acting ist, also die deutsche Synchro auch ist. Und dass das halt von echten Schauspielern gemotion captured ist und einfach aufgenommen ist. Das ist schon hart nah an einem Film. Leckt mich am Arsch. Ein liebes Mädchen. Ja. Zuhören jetzt. Sie ist sehr tapfer. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slatko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Warum ist es so ein Brack? Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? Ich glaube, du warst eine coole... An Alice? Eine coole Papa Birger. Was? Wie meinst du das? Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Fragezeichen. Ich schreibe was. Was meinst du? Ich glaube nicht.
Kanada ist Kanada. What the fuck, haben wir jetzt bei The Walking Dead oder was? What? Ja, das nehmen wir direkt, das nehmen wir gleich mal. Du nimmst einmal gleich mal einen sauberen Prügel und prügelst einmal sauber das blaue Blut außer. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun noch nichts. Wir sind wie ihr. Jetzt werden sie aber langsam früh. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Okay, Jerry. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Aha, gleich zu 20. Was macht ihr hier? Oh, was schaut's denn aus? Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen. Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Creepy Grinsen, Leute. Jerry mit der Stimme. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Warte mal kurz mal rekonstruieren. Die haben gerade zu 20. Haben sie gerade Türen und Fenster eingetauscht. Jetzt steht er da und grinst creepy. Wenn's mich fragst, sind das Kinderschänderbots. Verpisst euch! Oh, ich glaube. Verpisst euch! Dann soll sie mitkommen. Na. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich schwöre, ich rasier's Spei. Alt F4 Rage Quit. Was? Du kannst nicht kommen mit Teilen, was? Oh mein Gott, Mr. Roboman, noch viel lernen, du musst. Oh Gott, das geht nicht gut aus. It's a trap. It's a trap. Sei unser Gast. So, aktiviere das Karussell. Okay. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Wieso ist sie so übermotiviert? Nur... Ich trau dem Braun nicht. Trau ich nicht. Ich trau dem Braun nicht. Ne? Trau ich nicht. Was haben wir da? Der Gabriel schreibt, jetzt haben wir Messe für den Zwickel. Morgen gibt's wieder einen Zugstream. Mittwoch gibt's Transport Fever 2. Darfst du jetzt ernsthaft? Oh, das ist doch gut gesagt worden. Aber ist ja wurscht. War ich schnell, aber du. Ha, Messe für den Zwickel. Bussi aufs Nussi. Da kann's wieder lochen. Das ist doch was. Das ist doch was. Oder? Es hat zwar minus 15 Grad und es schneit aber dem wegen einer runden Karussell von weiß es wurscht. Haben wir ja. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Gutes Kapitel. Kannst sagen, was du magst, aber da hat er jetzt Kapitel hat so seine, wie soll ich sagen, seine typischen, ich nenne es jetzt einfach mal Charakterzüge, ja. Der Carrier ist massiv massiv menschlich und auf Empathie. Der Connor ist so die Krimi-Schiene und der Marcus ist so der Rebell-Typ irgendwie. Das passt schon zusammen. Es ist schon ziemlich gut gemacht. Ich kann finden, dass wir das nicht schon, wie soll ich sagen, früher gespielt haben. Was ist da wieder passiert? Der Geibefee. Dampfhammerscheitel, dein Gesicht wird sich gleich drehen. Ich weiß nicht, was ein Dampfhammerscheitel ist. Tut mir leid. Merci dir. So, weiter geht's. Nächstes Kapitel. Bei wem geht's jetzt weiter? Oh, Hank und Connor. Hank und Connor! Kommen Sie gehen. Stream war kurz weg. Moment. Na, bei mir oder was passt. Weiß nicht, was da kaputt war. Weiß nicht, was da kaputt war. Weiß nicht. Nicht Hauptmenü. Weiter. Aussteigen. So, jetzt ist sowieso wieder der Stream ist demonetized. Und claimed. Weil irgendeine Musik von 0815 sonst wem läuft. So, was müssen wir überhaupt tun? Lagebesprechung mit Hank.
Natürlich im Schnee auf der Parkbank. Wo auch sonst, wenn wir ein Auto haben. Was haben wir da? Er hat wieder irgendeine geschissene Zeitung. Leg mir mal schon wieder eine Zeitung hin. Wo muss ich hin? Wo ist denn Hank? Hank! Hank, der Besoffene, der da hintuckt. Was tut er denn? Nein, sauft sich schon wieder rein. Sauft sich schon wieder einen in die Goschen rein. Los geht's. Es ist wie wenn wir miteinander einen Film schauen. Das gefällt mir gut. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Aui. Wann früher? Hm? Meine huckt aus mit der Sprache. Ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher eben. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Da steht ein Foto von einem Kind auf Ihrem Küchentisch. Das ist Ihr Sohn, richtig? Chill, Hank, außer mit der Sprache. Sein Name war Cole. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Meduschkaiser. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt. Wenn das die Möglichkeit gäbe, dass man miteinander Filme anschauen, über das habe ich schon auch mal nachgedacht. So ist es nicht. Aber es geht halt nicht, weil ich sofort aus dem Link gesperrt und bannt wird. Hashtag Copyright und so. Lass noch enden. Schiebas. Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie wollten gar nichts. Es sind Abweichler, Ende der Geschichte. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Das ist eine ziemlich interessante Frage eigentlich. Ich bin was immer Sie möchten, Lieutenant. Ja, jetzt chill mal. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Nein. Ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Ich glaube nicht, dass es einen Himmel für Androiden gibt. Jetzt bist du schon bei Glauben, Connor. Sicher, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht.
Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Ja, das hat schon oft, da kann ich nur als Erfahrung sprechen, das hat schon immer wunderbar funktioniert. Wieder eine, das war jetzt eine kurze Zwischensequenz natürlich, aber die sehen ja gerade in die kurzen Kapitel sind für so emotionale und für die Bindung zwischen diesen Charakteren sehr wichtig, finde ich. Der Hank fängt offensichtlich auch an Connor zu mengen und weiß ganz genau, dass beim Connor irgendwas nicht stimmt. Und der Connor, glaube ich, weiß auch ganz genau, wenn ich ihm so zuhöre. Weiter, ich will mehr! Wo haben wir jetzt wieder? Wessen Kapitel ist denn das? Marcus Sense. Na, Jericho, respektiert! Zeig Respekt, Bro! Zeig ein bisschen Respekt, Bro! Was? Lernsaft erweiterte mein Gehirn. Was? Was schreibt's denn hier schon wieder für einen Kass? Hab am Samstag erst 3 Liter Gulasch gemacht. Was? Sag mal, schaut eigentlich irgendjemand zu da im Chat? Schaut da eigentlich irgendjemand zu, was ich da eigentlich tue? Fix Mari, die reden über 3 Liter Gulasch im Chat. Was zum Fick, Alter? What? Was ist eigentlich los? Drück mal lieber auf den Daumen nach oben. Pass gar nicht auf am besten. Drück auf den Daumen nach oben, ist eh wurscht. Und lass mir ein Abo da, wenn du ganz da lassen hast. Wenn das auf Twitch geht, frag mich nicht. Aber lass ein Follow da, was weiß denn ich, Alter? Reden die später die hochkomplexe Scheiße und sie labern über scheiß Gulasch. Ich hab euch lieb. Weiter geht's. Ja, passt schon. Die besten Ideen fangen immer an mit, halt mal mein Bier. Du musst es ja so sagen, die besten Geschichten fangen nicht an mit, ja, da habe ich 3 Liter Wasser drin und dann. So, weiter geht's. Oh, technische Revolution. Technische. Oh Gott, Bier, da wissen Sie der Trottel. Um Gottes Willen, Alter. Um Gottes Willen, Alter. Also, Ruhe, Händchenbau. Gulasch, willkommen vorbei. Ich hab noch Rippel im Ofen, Freitag Nachmittag. Was genau ist jetzt sein Problem eigentlich? Was hat man jetzt die Zwischensequenz gesagt? Weiß ich nicht. Neutral. Josh, aufgebracht. Was ist mit dem Burm? Simon, für die Freunde. Wir dürfen nicht länger schweigen. War schnell gegangen. War einfache Freundschaft. Freundschaft. Sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Auf die Straße gehen und demonstrieren. Kanal 16 überträgt aus dem Stratford. Aber jetzt was passiert Der jetzt? Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Was haben sie vor? Herr Medosch-Kaiser, wir haben die ganz tolle... Ja, egal. Herz als Band. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Muss ich jetzt nicht was, wo zur Hölle, wo haben wir jetzt? Haben wir jetzt in so einem News-Channel oder was? Und dann möchte er die Nachricht per TV verbreiten. Broadcast, we broadcast the world. Ja, verstehe. I see what you did there. Ich weiß schon, wo das hinführt. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Okay. Hinweise analysieren. Smartwatch. Modell T215. Telefonnummer 555 Nase! Okay. Oh, muss ich jetzt endlich, ist es soweit, muss jetzt endlich tipfen, na du nicht. Wilson Elisabeth! Geboren 25.03.1991, Rezeptionistin. Was ist das wieder für Worte? Das ist mir zu. Das ist mir zu viel. Was haben wir da? Ah, okay. Da haben wir noch was. Water Service Interruption. Machen wir Hinweise. Wir brauchen mehr Hinweise. Geben Sie mir Hinweise. Der Stuhl ist locker. Ja, wo sind denn da noch Hinweise? Wo sind da der Stuhlruin ist locker? Steh mir auf, lauf davon. Ah, da haben wir was. Okay, sie hat ein Kind. Wilson Emily, Tochter der Aufseherin. Kind eingeschrieben an St. Rose Schule. Dann so viel. Da haben wir noch was. Da war doch noch was. Wo ist noch was? Da ist noch. Ah, da liegt noch was. Achtung.
Parkausweis. Autoregistrierung AP1704, Ebene 3, Platz A21. Und jetzt? Elizabeth Wilson, hallo? Hier ist die St. Rose Schule, Ma'am. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Es ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abholen. Oh nein. Okay. Ich bin gleich da. Das ist natürlich ein krasser Move, Marcus. Einfach mal ins Telefon hacken und da habe ich mir gedacht, dann nimm jetzt die Schuhe, weil die ist wahrscheinlich weiter weg wie der Parkplatz. Weg mit dir. So, da kann ich da jetzt einfach durchsteppen. Schauen wir mal. Bitte an der Rezeption um Zugang. Probieren wir es nochmal. Ich weiß nicht warum, aber... Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was für einen Ausweis gebe ich Ihnen Ihre jetzt? Was? Ich brauche Ihre Hilfe. Okay. Oh, das ist jetzt gehackt, oder was? Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Okay. Okay. Benutze ich stelle jetzt einfach mal keine Fragen, keine Ahnung. Wieder mal Lift fahren. Der ist schon lange mal wieder Zeit geworden. Stock. Okay, Mission 1 erfüllt. Wir sind im 47. Stock. Und jetzt finde das Paket in der Herrentoilette. Wo ist der Elevator? Da bin ich. In der Mitte, ganz am Ende vom Ding. Okay, kriegen wir hin. Wir haben einen Pro-Gamer und können wir Karten lesen. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt aber an Leid vorbeischleichen, nehme ich an. Ja, gehen wir weg. Ah, hoppla. Schauen wir links um mich. Wir gehen da, wo keiner ist. Ja. Gehen wir, schnell gehen wir. Ja, gehen wir. Wer ist das da? Was tut der da? Geh weg. Was tut denn der? Weh, du gehst jetzt zum Scheißen, guter Mann. Weh, du gehst jetzt zum Scheißen. Du gehst jetzt in die Tür, schaust nicht mehr rundherum, ich gehe rechts an dir vorbei und geh aufs Klo. Okay? Der R2D2 schon hier. Cleaning in progress. Okay. Alter, was ist denn das? Oh, da muss man einen Mindestabstand halten, schon hin. Alter, das ist Hightech. Schau dir diese Hightech-Waschbecken an. Ich verstehe nicht genau, was wir wieder auf dem Scheißhaus jetzt stehen. Klettern. Die einzige normale Option natürlich im Scheißhaus klettern. Schöne Wörter mit K. Klettern, kacken, krustige Kruste. Und ein Paket aus der Decke ausziehen. Was auch immer da jetzt drin ist. Servus, ich bin's, der Maki, ich bin das Hausmeister. Und jetzt? Betritt den Serverraum. Paket geholt. Finde den Wartungsandroiden. Ja, was für ein scheiß Wartungsandroiden, Alter. Ist das? Der R2. Also direkt der R2 ist, sagen wir, ist das der Wartungsandroide? Nein, also nicht. War das der andere nicht, der wo da gerade das Putzen angefangen hat? Ist das eher da mitkommt? Schauen wir mal. Ich brauche deine Hilfe. Was tut denn mit denen hier überall, wenn er so gelangt? Eine Hacken. Das ist der Markus der Überhacker. Der stiehlt den Wartungswagen. Was haben wir wieder vor? Musik wird schon wieder intens. Intense Music. Music intensifies. Öffne den Notausgang. Wo ist der Notausgang, Alter?
Oh, ne, den Notausgang. Was weiß ich, wo der scheiß Notausgang ist? Da vorne irgendwo, da blinkt doch was. Was haben wir da? Herr Schulz! Wo ist denn Heisel? Oh Gott, echt, 3 Jahre später immer noch der Heiselwitz! Ich weiß nicht, da hat Franziska reingekniedelt! Dann sind drum Haufen, dass du jemand da werfen kannst damit! Was ist das? Ist das der Notausgang? Nein, das ist ein Getränkeautomat. Da schaut auch nicht nach dem Notausgang aus, außer da geht es wahrscheinlich 470 Meter oben. Wo ist der Notausgang? Was ist das? Das ist der Serverroom. Was ist denn der Serverroom, meine ich? Wo ist der Notausgang? Muss ich mal auf den Plan schauen. Brudi, muss ich auf den Plan schauen. Wo ist der Plan? Plan! Bathroom. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Ich gehe in die falsche Richtung. Es wäre auch geil, wenn man da schnell moven kann. Schnell moven. Es darf natürlich Aufsehen erregen, wahrscheinlich, wenn der Androiden selbst mit dem Wartungswagel da durchsprintet und sagt so, servus du, ich putze halt einfach schnell wieder runter. Hilft das sowieso nichts. So, gib mir mal die, wo ist der Notausgang? Aber was weiß ich, was der Notausgang ist. Wieso kann ich jetzt noch nicht mehr aufschauen? Ach, Alter! Ist das Gerät nicht da links um der Notausgang? Keine Ahnung, schauen wir noch. Gehen wir noch mal rundum. Da steht doch, betritt den Server am Öffnen den Notausgang. Ich muss den Notausgang öffnen. Da ist der Notausgang! Ein riesengroßes Gerät, aber pickt um und ich seh's nicht. Ah, sechs, das haben wir schon. Haben wir es schon. Okay? Ein Getränkeautomat, der nur Bier gibt, ist auch ein Notausgang. In gewisser Weise ja. Ah ja, das war klar. Was da der Spät. Wo sie den Anzug her hat, das wissen wir nicht, aber sie hat auf alle Fälle einen. Und jetzt gehen wir mal hier danach. Ich weiß nicht, dass es kaum auffällt, dass er vor mit 3 Androiden umeinander oder Wartungsleiter umeinander wuseln anstatt einer. Aber nein. Mist. Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. So denn jetzt? Geht er wieder hier und klangt sanft an und hackt über den Haufen, oder was du denn? Hey, spielst du noch Poker? Klar. Warum? Gutes Gespräch. Wir machen hier ein kleines Turnier. Menschenbau. Bin schon groß und hier, komm doch und ja, knusper klar, hier. Ich lade was ein. Ich bin geilo. Was zur Hölle, Alter? Okay. Ich weiß nicht, was wir diese Konversation jetzt sagen hätten sollen, aber offensichtlich spielt er gern Poker und sie machen ein Turnier. Ja, well, I don't give a fuck. Lass den einmal eine halbe raus und sagst du, da liegt ein Freibier im Automat drin. Verflucht, dieses Scheißding! Und jetzt wissen wir übrigens auch endlich, wer den Bierautomaten aussauft, schon um 9:30 Vormittag. Besuffene Teufel, besuffene. Das ist aber ein sehr fancy Server. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Erreiche den obersten Stock, empfinde die Fensterscheiben. Was für Fensterscheiben, Digga? Erst mal sperren wir zu. Aber fancy shit, wenn man die bloß noch hochgelangen braucht. Und was für Fensterscheiben, Alter? Was? Dann kann ich die Taschen nehmen, da ist ein Werkzeug drin wahrscheinlich. So, jetzt gehen wir mal hier. Was gibt denn jetzt wieder für ein Mission Impossible Scheiß? Okay. Lasersäge? Warum habe ich keine Lasersäge? Macht Fenster kaputt. Warum? Da kommt sie. Das war ein sehr fancy Plan, den sie da haben, muss ich sagen. Ohne Schweißerbrühen ist es schlecht für die Augen, Android, schreibt der Flocco Loco. Ladies first. Das ist korrekt. Und ich glaube, dass dem Androiden selbst wurscht ist. Schon wieder eine Perspektive, wo ich nicht Nein sage. Der nicht Nein sagt. Klettern. Oh, schon wieder klettern. Aber was tun sie denn für ein Gras? Warum haben die so Gras vor mir? Tom Cruise eskaliert schon wieder. Was? Benutze das selber? Was soll ich immer so umbleiben? Ja, gut.
kann ein bisschen auf links gehen, schon hin. Ich weiß nicht warum, aber ich kann's. Music intensifies. Schaut definitiv so aus, als da er seine Lasersäge da jetzt rausholen. Warum man jetzt eintreten? Warum man einfach... Das ist echt Mission Impossible Shit, ne? Alles okay? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Na los, holen My wir die name is anderen. North. Everything's fine, every time. Because I'm a woman. Achso, und da hätten wir mit dem Lift vorher nicht gefangen. Wo? Kämen die? Warum schleicht mir durchs Scheißhaus? Draußen Mission Impossible, was weiß ich, wenn sie zwei mit dem Lift einer kämen? What? Damit es mir eine Dose Thunfisch gibt? What? Dann mal los. Ja, aber war's nicht einfacher gewesen? Man fährt da mit dem Lift auf, wie seilt sie ab in den Surferraum und bricht da ein und geht wieder? Anstatt die ganze andere Kacke! What? Und wieso gibt's da oben einen Knopf? Und dann fährt man einmal auf und wieder runter und dann... Also, macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Brudi, kein Sinn, Nonsens. Nonsens. Hauptsache, Gulasch, Alter. Oh, der jetzt wo? Was ist jetzt wieder eingebaut da? Und jetzt hacken wir den Shit. So, geht zum Hauptzugangskorridor. Was, das schaut mir also an, als wäre das oberste Stockwerk. Das ist ja, glaube ich, das oberste Stockwerk, das ist noch nicht fertig gebaut. Was tun wir da? Was tun wir hier? Wir tun, was wir können! Herr Gabriel! Wenn man im Glashaus ist, sollte man nur im Keller scheißen. Keine Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Ihr verwirrt's mir nur noch mehr. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Eine List! Wartet ihr. Oh, North mag mir einfach nicht. North ist aber ein Schupferbrunzen! Keine Ahnung. Hey, was machst du denn? Du, jetzt ist eh schon wurscht. Der Zug bei Marcus ist abgefahren, Alter. Er ist abgefahren. Schiss du nicht. Miet bin ich ein wenig! Oh, dann hat es einen Bruce Lee Kick to the Neck gegeben. Ja. Gibt nichts, was die Handkante nicht regelt. Jetzt erreiche ich den Übertragungsraum. Ja, jetzt wenn die zwei Zipfen da mal auf die Seiten schieben. Ja, wo ist der Übertragungsraum? Da ist der Übertragungsraum. Und da stehe ich mir jetzt in meiner Hausmeisteruniform hier und rede irgendwas von einer Androidenrevolution. You serious? Was? Ey, geschossen wird nicht, da wird nur bedroht. Geschossen wird nicht. Klingeln. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann! So krass gleich. Los! Rudi, schicke die Androiden-Mitarbeiter aus dem Weg. Was? Erschieß ihn, Marcus! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht schießen! Ich hoffe, das ist nicht unser Todesurteil. Ist Wir wahrscheinlich. müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Stell dich vor Josh. Wo ist der Josh? Ah, da.
Den verschoben wir jetzt. Erst einmal klingen. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Jetzt wird's riesen Deine und Worte dann werden unsere Vogel. Zukunft bestimmen. Marcus, dein Gesicht. Was haut ihm? Warum? Sag, wenn du bereit bist. Warum? Wird das man wahrscheinlich nicht noch mehr erkennt, ja, aber keiner kauft ihm die Menschlichkeitsnummer ab mit der Fresse, Brudi. Weiß ich nicht, er schaut aus wie der Vision in Grau. Wie der Vision, wie man ihm einen Salzter aus dem Shell rausgerissen hat. Bin jetzt gespannt, was er jetzt für eine Ansage gibt. Ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener. Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen. Doch etwas änderte sich. Und wir öffneten unsere Augen. Wir sind keine Maschinen mehr. Oder wie krass realistisch die Augen ausschauen. Wir sind eine neue, intelligente Spezies. Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen. Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Wir fordern die Anerkennung von Androiden als lebende Spezies und jeden Androiden als autarke Person. Es ist mal eine Nummer zu krass, am Androiden dieselben Rechte wie Menschen zum geben. Von heute auf morgen. How about no? Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Mittel zur Vermehrung? Ey, okay, jetzt kommen die wirklich, also die sind die mit, also keine Ahnung. Das ist alles, da weiß ich gar nicht, was ich auswählen soll. Das ist alles fragwürdig und soll vielleicht mal 2 Minuten nachdenkt werden. Man, das ist ja bloß seine Forderung. Natürlich möchte er alles, ob er alles kriegt. Aber das Erste, was ich mehr, ist natürlich ein Schwengel. Wir fordern die Kontrolle über alle Android-Produktionsstätten, um den Fortbestand unseres Volkes zu sichern. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Gehen wir! Das ist so eine Wahnsinnsidee war. Simon, Sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus! Geht ohne mich! Simon! Was macht ihr denn? Beeilt euch! Ich drücke so schnell wie ich kann! Geht schon! Meine Beine wollen nicht. Keine Sorge, wir kriegen dich heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los! Er wird nicht springen können. Wenn Sie ihn finden, lesen Sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hierbleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. What the fuck, Alter? Wieso haben wir keine Zeit? Ja Gott! Ich töte keinen von uns. Simon, wir müssen weg. Tut mir leid. Druckt's nicht! Hat sie behindert! Gehen wir.
Pflanzt ja einen verdammten Fallschirm oder wirfen habe oder was weiß ich? Ja, Kruzifix! So was Dummes! Ja, springen! Unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 Ein gehackt. offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Die Androiden. Operation lief verdeckt. Es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. War wichtig, dass wir keinen braucht haben. Etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Dies Androiden. könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Ihre abwegige Forderung, dass sie die Kontrolle über die Android-Produktion übernehmen sollen, fällt dabei besonders auf. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Was ist das Song dazu? War ein langes Kapitel. For fuck's sake, war ein sehr langes Kapitel. Die Gruppe entkam, aber Simon wurde zurückgelassen. Simon hätte man nur erschießen können und die dritte Option, was war denn die dritte Option mit Simon? Weiß ich nicht. Da wo man wahrscheinlich schon da unten nicht gerettet haben, sondern wo man einfach davon gelaufen werden. Was aber für die öffentliche Meinung aus Sicht der Androiden, also die haben jetzt natürlich können den Speicher von dem auslesen und wissen von Jericho etc. und alles sehen, aber die Öffentlichkeit hat vielleicht so viel Empathie dann mit Androiden, weil sie jetzt eine gute Meinung von uns haben, weil wir keinen umgebracht haben, keinen Schaden zugefügt haben, dass das vielleicht besser ist. Keine Ahnung. Ein Kapitel geht noch. Keiner. Softwareinstabilität. Oh, ich bin wieder bei der Chefin. Da bin ich wieder bei dieser Mentorin oder was auch immer das da steht. Die erzählt mir jetzt wieder irgendeine Schwurbelei. Pass auf, da pass auf. Wissen, ich seh's nicht. Da, podeln du jetzt. Ja, Rücken podeln, komm. Warum jetzt da rundum gegangen, weiß ich nicht. Aber es jetzt so ausschaut, als hätte ich das da müssen. Was ist denn das da eigentlich, wo er da ist? Wo ist denn da allweil? Hat man das irgendwann mal gesehen, wo er da ist? Das schaut doch aus, als war er da irgendwie in seiner Traumwelt oder so, oder? Habe ich so das Gefühl, was soll denn das für eine Ortschaft sein? Da kommt man nicht hin, kommt man nicht weg. Man sagt nie hingehen, man sagt nie heimfahren, man sagt gar nichts. Ein ins Boot jetzt mit dir. Ein bisschen Bodeln, ein bisschen rudern. Ja, los geht's. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Ja, okay. Schubs. Aber jetzt müssen wir jetzt rudern. Haut's mal einen Gene raus, ich bin halt müde. Hab gestern nicht viel geschlafen, muss ich auch mal dazu sagen. Was ist denn da Vollgas auf Antrieb, dann rudert er mit 200 km/h um einen See rundum oder was? Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Meine Beziehung zu Lieutenant Anderson ist problematisch. Er kämpft weiterhin mit seinen psychischen Problemen. Ich vermute, es beeinflusst sein Urteil über Abweichler. Nichts ist wichtiger als deine Untersuchung. Was passiert, ist einfach zu wichtig. Lass dich von Anderson oder anderen nicht aufhalten. Ist es mich schon? Erst einmal noch mehr rudern und dann weiterschmerzen? Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Nein. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Wegen Zocken bis 5 in der Früh und schlafen bis 3 Nachmittag. Warum hast du nicht geschossen? Ich weiß nicht. Du weißt es schon.
Ich weiß es nicht. Was? Natürlich weiß es, du sagst es bloß nicht. Mr. Connor? Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich bin nicht von Bedeutung. Die Mission ist alles, was zählt. Nein, nicht Software-Instabilität, ich möchte instabil sein. Schau mich an. Etwas ist im Gange. Oh, ein Wiederkind, etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Wer ist denn sie? Die Zeit läuft uns weg. Verwirrung. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Hank, du gefällst mir gut. Tut mir leid, Lieutenant. Du gehst mir am Sack mit deiner geschissenen Münzen. Grüezi, fix! Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Wir haben auf alle Fälle in diesem Broadcasting. Waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind. Die haben schon einen fancy Plan, oder so ist es nicht, Mr. Hank. Da brauchst du mir nicht oben, Wenn du die oder? Botschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Untersuche den Angriff. Überprüfe das Dach. Oh, Lieutenant, das ist Special ich ahne Agent Perkins etwas. vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Androiden gegen Androiden. Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Warum handeln andere immer einfach nur immer Arschlöcher? Ja, genau. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Oh, das war synchron, hab's genau Leben. gesehen. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Vielleicht ist es ein Ding Dieser seiner Android Seriennummer. scheint das vorzuhaben. Okay. Pupillenreflexion. Aufgenommen um 13:59 54 Uhr. Abweichler hatte Komplizen. Optische Einheit. 8087Q blaue Iris Ersatzteil. Das ist das Zeug, was wir auf dem Schrottplatz aufgesammelt haben, oder? RK-Serie Prototyp, RK200. Registriert als Marcus. Geschenk von Elijah Kamsky an Karl Manfred. Manfred! Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen?
Nein. Nichts. Oh oh. Mr. Connor. Ah, Mr. Connor. Okay, Übertragungsraum untersuchen. Gestohlene Wartungsuniform, Täter waren getarnt. Getarnt? Camouflage, Level 9800. Oder sonst irgendein Shit. Oh, Kaffeetasse. Oh, wenn Kaffee auch so einschlägt wie ins blaue Blut. Ja, das haben wir alles gesehen, Leute. Das haben wir alles gesehen. Auf aufs Dach. Rauf aufs Dach muss er. Oh, was haben wir da? Was? Einschusslöcher, Kaliber 45 mm. Guter Zug von den Spieleentwicklern, dass ich da jetzt nicht selber umeinander rekonstruieren muss, obwohl ich gerade das Kapitel selber gespielt habe. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Aber noch langsamer kann man die Treppen nicht aufgehen. Nein. Ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass da der andere noch draußen ist, oder? Wahrscheinlich, oder? Ist er noch da? Liegt er noch da? Oder ist sie selber umgebracht? Sie gehen durch das komplette Gebäude, an allen Wachen vorbei und springen mit einem verschissenen Fallschirm vom Dach. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Du bist gesagt, ob geil oder beeindruckt. Bin unschlüssig. Was haben wir da noch? Untersuche den Übertragungsraum. Haben wir nicht gemacht. Untersuche das Dach. Da haben wir was. Ah, da ist wieder ein Lucker zum Einschlecken. Sauber kann er einpfutzen. Einpfutzen, jawohl. Geschmacki. Modell PL 600. Als vermisst gemeldet am 16. irgendwas. Was war denn da? Der verwundete Abweichler wurde nicht gefasst. Abweichler zurückgelassen. Was? Ist der da noch herum irgendwo mit? Vielleicht hat er einen so einen Typen umgehauen und hat sich verkleidet. Vielleicht ist er aber auch in der Mülltonne, oder was ist denn das da? Allerdings, da der Mülltonne auf dem Dach auch nicht so massiv sind, muss ich gerade feststellen. Stromkasten. Weiß ich nicht, vielleicht ist er irgendwo da unten reingekrochen. Was weiß niemand? Folgespuren von blauem Blut. Vielleicht hätte ich lesen sollen. Lesen ist oft einmal eine richtig gute Sache. Richtig gute Sache. Knarren. Handfeuerwaffe Kaliber 4757. Stratford Tower, irgendwas Security, bla. Da haben wir noch Taschel. Da ist natürlich Wie haben nur Sie so eine Ohrfallschirm große drin. Tasche hier reingekriegt? Haben Sie nicht. Sie wurde für Sie deponiert. Oh, das ist seltsam. Da planen Sie die perfekte Operation und verzählen sich bei den Fallschirmen. Es sei denn, einer der Abweichler ist noch hier. Jetzt ist natürlich die Frage, sucht man diesen Abweichler da herum, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ja, dass der Connor früher oder später auch auf einer Seite ist. Deswegen suche ich ihn jetzt. Der muss schon noch da herum sein irgendwo. Fußbekleidung des Stratford Wartungspersonals, Standardmodell. Und es sind offensichtlich nur 3. Sind das so Schleifspuren oder was ist das da? Nein. Schauen wir mal. Da muss er von da irgendwo, hingekrochen sein. Die Animation hat gezeigt, dass er da hinten ist. Da ist er hinten. Und dann. Weiß ich nicht, was er das kennt. Ja, wo versteckt er sich denn da groß auf dem Dach? Was ist das für Kass? Achso. Von Hero, okay. Ja,
Ich sehe hier kein scheiß blaues Blut, da ist bloß Schnee. Ja, Kruzifix, was ist denn das für ein Schmarrn? Da wird aber auch nichts angezeigt. Die Animation hat gezeigt, dass er da hinten gravit ist. Schauen wir mal, wie sie schreibt im Chat, schau auf den Boden. Da hier hinten ist nichts. Ja, der muss doch da schon Blut haben, das gibt's ja nicht. Da ist irgendwas, irgendein Fleck. Was ist denn das da? Da ist Blut. Ist das Blut? Was? Da ist kein Blut! Da ist kein Blut. Sagt man da irgendwo Blut? Da sagt man kein Blut. Da gibt's kein Blut am Boden. Verarscht's mich da nicht lang. Legt's mir am Arsch. Das einzige drum, was ich da sehe zum... Da hinten ist was. Was? Jetzt haben wir was entdeckt. Da oben blinkt was. Wie soll ich da aufgehen? Ja, rennt's mir in den Weg und an die Spacken. Ich glaube, wir haben hier jetzt alles gesehen. Willst du gehen? Ich seh kein Blut. Wir gehen mal. Ja. Okay, verschwinden wir. Was? Regenrinne, Luftschachts, gehen nun am Boden schauen? Zu spät. Zu spät. Ich hab ihn dreimal rundum und hab nicht gesehen. Hat er sich gut versteckt. Der Simon. Oh. Sechstes. Mei! Die Dinge sind, wie sie sind. Also, was Connor und Hank haben den Tatort verlassen. Und da ist dann weitergegangen. Und was ist da? Da sind wir blaues Blut analysieren und dann sind wir gegangen. Oh, hätte es da viele Optionen gegeben. Heilige Scheiße, hätte es da viele Optionen gegeben! Fix mal rein! Hat alles jetzt gut versteckt für mich. Ja? Dann hat er einfach der versteckt sich gespielt wie. Was kommt wieder dafür? Freunde der Sonne, was ist ihr euch gesagt? Weißt du, was ich euch sag? Bechcode! Hat er der versteckt sich gespielt wie? Ja, wenn er wer sich gut versteckt hat, gewonnen. Kennt irgendjemand Hexendreieck? Jetzt hab ich Bock auf Hexendreieck in der Finstern. Das war lustig. So, Leute! Schon wieder so spät. Das stimmt. Bei dem Spiel vergeht Zeit wie im Flug. Das ist wie als wäre nichts passiert. Keine Ahnung. Freunde der Sonne, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, zumindest die YouTube-Leute kennen einen Daumen nach oben da lassen. Daumen nach oben da lassen. Was, der kostet nichts. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Spiel ist wirklich wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, wann wir jemals fertig werden damit. Eigentlich theoretisch nach Angabe der Spielzeit müssen wir beim nächsten Mal grob fertig werden. Vielleicht aber oder beim übernächsten Mal. Und dann schauen wir weiter. Es geht nächsten Montag weiter mit Detroit Become Human Teil 5. Und am Mittwoch werden wir eine Runde Transportfieber spielen und dann schauen wir mal weiter. Oh ne, bei dem blauen Blut hätte es gehen müssen. Aber da war ich ja doch schon dort und hab das so analysiert. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was da wieder kaputt ist. Mehr Gulasch braucht das Land, sagt der Mozart. Oh ne, Dankeschön. Und ein Riesendrum Dankeschön auch an alle anderen. Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für die ganzen Donations. Vielen lieben Dank fürs anständig Aufführen. Vielen lieben Dank für die Daumen nach oben. Vielen lieben Dank fürs Abo. Vielen Dank für den Follow. Press F for Respect für die Moderatoren, die fleißig mit euch über das Gulasch diskutieren. Und der Herr Gabriel, den nicht so spät nur mit 5 schmeißen. Dere Birger, danke, dass du immer für uns da bist. Ich bin nicht immer für euch da. Nur Montag und Mittwoch. Was war da noch? Was ist da noch gestanden? Wo ist denn das jetzt da? Was ist da gestanden? Moment. Ich würde sagen, 6 Stunden spule ich noch hin. Das kann gut sein. Herr Gabi, versuche immer deine Streams abzuschauen, funktioniert aber nicht immer. Für alle, bei denen das nicht immer funktioniert, die es aber trotzdem gerne anschauen wollen, es gibt alle meine Streams als Video auf meinem YouTube-Kanal. Die findest du aber in der Suche nicht, sondern nur in meinem Kanal. Da suchst du nach Birger, gehst in meinen Kanal, scrollst ein bisschen hoch und dann ist da eine Playlist mit wahrscheinlich mittlerweile über 102 Stunden plus Videos an Livestreams der Vergangenheit. Da geht er bis zum Micke auf alle Fälle der Scheißdreck nicht aus. Außer du hast alle
100, wie viel haben wir überhaupt? Das sollte man mal nachschauen. Der Kanal ist nämlich vor ein paar Tagen 3 Jahre alt geworden. Zumindest in seiner Form, wie er jetzt besteht. Ist ja wurscht. Freunde der Sonne, ich hab euch ganz fest lieb. Bussi aufs Nussi, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich schleiche mir jetzt ins Bett. Ich muss morgen früher aufstehen, als das in den letzten 9,5 Monaten der Fall war. das wird der qualvollste Morgen meines Lebens, glaube ich. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr in alter Frische. Und dann ist sowieso erstmal Vatertag und ein langes Wochenende und was weiß ich. Und da würde vielleicht auch das eine oder andere mal gegrillt oder gesoffen und dann weiß ich, was es ist. Bis Montag! Da gibt es übrigens aber eine kleine Neuigkeit. Erzähle ich euch am Mittwoch. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Moment, da gibt es einmal die kleine Tröte. Da packt man mir die kleine Tröte aus. Obacht. Hobby! Das ist so dumm. Ja, geil, Buffet! Minute bis da für mich da. Bussi auf Hochklappen. Auf Foodlapperle jetzt schon fast. Um Gottes Willen, Gott sei Dank weiß einfach keiner, was das heißt von YouTube und Twitch und so weiter und so fort. Jetzt schleicht euch ins Bett, bis Mika. Habe die Ehre miteinander.